Mann ist Mann. A Frau ist Frau. Zumindest beim biologischen Geschlecht ist das klar, oder? It's not that simple. Ja, weil biologisch gesehen gibt nämlich auch intergeschlechtliche Leute. Also Leute, die kein eindeutig Geschlechtsmerkmal haben. Wusstest du das? Komm, wir gucken uns mal an, wie das biologische Geschlecht überhaupt definiert wird. Nämlich auf ein paar Niveauen. Niveau von der Fortpflanzung. Der Mann produziert Sperma, die Frau E-Zellen. Die Chromosomen. XX ist eine Frau, XY ist ein Mann. Die Geschlechtsorgane. Der Mann hat einen Penis an Hoden, eine Frau eine Vulva, Eierstöcke an Brust. Und den Hormonen. Männer produzieren mehr Testosteron, Frauen mehr Östrogen. Bei den allermeisten Menschen weisen all das Merkmale tatsächlich auf den verschiedenen Niveauen klar an eine Richtung. Wieder männlich oder weiblich. Bei bei intergeschlechtlichen Leuten nicht. So gehen zum Beispiel auf dem Niveau von den Chromosomen Personen, die XXY-Chromosomen haben. Oder just ein X-Chromosom. Oder eine Mischung zwischen XX und XY-Chromosomen. Die sind da ja aber nicht klar männlich oder weiblich, oder? Da gehen doch Personen mit XY-Chromosomen, also männlich, mit die einfach just wenig Testosteron und viel Östrogen produzieren. Und umgedreht. Und am Niveau von den Geschlechtsorganen gehen auch Personen mit uneindeutigen Geschlechtsorganen. Oder mit Merkmalen von beiden Geschlechtern. Also zum Beispiel hoderiert, Eierstöcke links. Oder sowohl einem Penis wie auch einer Vulva. The possibilities are endless here. Was heißt das denn? Intergeschlechtlichkeit also biologische Fakt. Auch wenn das Phänomen just wenig Personen betrifft. Aber dafür ist die Realität dann aber mehr komplex, wie just so,